Organisationen noch ein Interesse von der Presse für uns Arbeit zu Brüssel. Ich sehe recht seit Dezember dabei, aber nur 16 Jahre habe ich in der Chambre, wo ich auch schon immer Europapolitik gemacht habe. Als der Teil nicht neu ist, und ich habe mich zu Lützeburg immer angesagt für gute Relationen zwischen den nationalen Parlamenten und Europaparlamenten. Und das meine ich auch weiter, wo ich auf der anderen Seite bin. Ich meine, das ist ganz wichtig ist. Was meine Arbeit an der Kommissionen anbelangt, sind ich auch Member von der Kommission Emploi und Affaires Sociales, wo ich natürlich die Arbeit von Nicolas Schmidt unterstütze. Ich war Co-Rapporteur von der fiktive Rapporte von der Disability Strategy, das ist eine Strategie, die die Europäische Kommission muss ausschaffen für die nächsten 10 Jahre. Und das war ein interessantes Dossier, wo ich auch gesagt habe, für ganz praktische Punkte, den Bürgerinnen und Bürger, die mit einem Handicap leben, aber auch praktisch weiterbringen, dass eine Karte für Leute mit einem Handicap für ein Auto eng harmonisiert, die ganz Europa gilt, an noch eng, was den Aktie an Kulturhäuser und so weiter betrifft. Ich meine, wir müssen auch ganz konkret Aktionen fördern, und das ist wichtig. An der Kommission sind ich auch für meine Fraktion responsabel für die neue ILO-Konvention. Das ist eine Konvention von der internationalen Labour Organization von Genève. Das ist eine Konvention über Violence und Harassment auf der Arbeitsplatz. Ich meine, das ist ein Thema, das ich als Feminist ganz gerne weiterbringen. Und da hoffe ich, dass wir das Memberstaaten die Konvention sehr umsetzen. Ein Dossier, wo ich noch nicht responsabel bin, mit denen aber für Lützeburg wichtig ist, an den ich ganz verfolge, aus den sogenannten A33, das ist das Reglement über die Koordination von der Politik sozial. Ich meine, da hoffen wir, dass wir in der deutschen Präsidenz, dass es dort zu einem Akkord kommt, das ist ein Dossier, den man am Arbeit halten, an dem für Lützeburg wichtig ist. Ich habe mich an der Kommission auch angesagt, für die Direktive über die Transparenz, was Gehälter anbelangt, weil ich ja auch meine eigene Intervention am Plenum war, über die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, die noch viel zu hoch sind. Und ich meine, das ist ein Dossier, wo ich auch will dranbleiben. Dann sind ich auch Member an der Kommission über die Wirtschaft und über die Währung. Und ich meine, das ist wichtig, von den als Sozialpolitiker auch an der DOA-Kommission ist, weil da gibt es ja in den letzten Jahrzehnten einen schrecklichen Desequiliber immer in Europa zwischen alles, was Ökonomie und Finanzen ist, und alles, was sozial ist. Und ich meine, das neue Kommissionen und der Führung von der Madame von der Leyen und dem Kommissar Nicolas Schmidt, da ist ja ein Umdenken da, dass die Sozialdimension, die wir schon letztes Jahr hatten, 2017 mit der Pilier von den Rechten, von die Sozialseil, die Seil von der sozialen Rechte, dass wir den vorbei hatten, und das gilt umzusetzen. Da sind ich auch Member an der IMCO-Kommission, der das Marché intérieur Konsumrecht, wo ich ganz aktiv war am Kader von der Covid-Krise mit den Rechten von den Passagieren und auch Leute, die Vakanzen gebucht hatten, habe ich 5 Fragen und Kommission gestellt. Ich bin Shadow-Rapporteur für die Industrial Strategy. Industrie ist auch wichtig. Die Kommission gibt sich eine neue Strategie für Europa. Das ist auch am Kader von Covid wichtig, mit der Relokalisierung von verschiedenen Aktivitäten hier in Europa. Der Kontinent kann nicht nur von Service leben, man muss auch von Industrie leben. Und dann schon dann noch eine dritte Kommission beikriegt, das Petitionskommission, da werde ich meine Arbeit aufhängen. Und das hat man ganz viel Zeit gewäschelt, aber da war auch ganz passionant. Das ist die Co-Präsident vom LGBTI-Intergruppe am Europaparlament, die größten Intergruppe am Parlament, wo man wieder wirst, an Europa gibt es immens viel Rückschläge, was die Rechte von LGBTI anbelangt. Und da habe ich auch ganz, ganz viel Arbeit, da waren du froh, du zu hören, ich ganz gerne bereit zu antworten. Ich gesehen, ich schon 4 Minuten überschritten. Dafür habe ich Lob, ich stehe zur Verfügung für Fragen und Antworten. Merci.